Hallo Margit. Kathrin, hallo. Guck mal, ich habe dein Glas schon gerichtet. Super. Schön, dass du wieder da bist. Echter Sprudel. Gut, gell? Bitte schön. Feuchte dir ruhig die Kehle an, damit wir Dankeschön. wieder debattieren können. Gut. Wir haben ja das letzte Mal über den Kuddereimer geschwätzt und du warst nicht ganz zufrieden. Ich habe aber was gefunden. Das ist aus der Oma ihrer Puppenstube. Da hat es einen richtig echten Kuddereimer. Genau, so. Ist der gut? Super gut. Super gut. Willst du noch Geschichte zu erzählen? Genau, Die das- Kuddereimer und Gaucho irgendwie vereint? Im dritten Stock auf der Veranda ist bei uns der Kuddereimer gestanden und weil ich so kleiner war, dann bin ich auf der Kuddereimer drauf gestanden und habe immer so hin und her gehaucht und habe übers Geländer runtergucken können. Veranda, das ist auch ein schönes Wort. Ja, aber warum haben wir hin Veranda gesagt? Ja, ist auch so. Sagt man heute überhaupt noch Veranda? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da gibt es aber schon auch einen Unterschied zwischen Veranda und Balkon. Oder Terrasse? Also Terrasse ist ja wahrscheinlich Ist immer ebenerdig. Und vielleicht, wenn die Terrasse dann im ersten Stock ist, über einen Anbau geht, ist dann eine Veranda? Ja, also bei uns waren die auch so außen dran am Haus, aber die Veranda, da ist man von der Küche außen ausgegangen. Ah, genau. Vielleicht Also ein ist das- Küchenbalkon. Also Ist das der Unterschied? alle Weiß es nicht. Architekten dürfen sich gern bei uns melden oder unter kommentieren. Ist alles in Ordnung? Gut, so viel dazu. Genau. Also Veranda. Ja, Kuddereimer Veranda. Gaucho Veranda. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. Ade. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.